So, und ich fange gerade an mit Ordnung zu arbeiten. Und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Aber ich hoffe, dass ich es fertig kriege, bevor mein Mann heimkommt. Ja, das war mein Mann. Der kommt früher heim, als ich gedacht habe. Mal schauen, ob ich das alles anbringe. Einfach so viel gelacht, wie schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl gehabt. Willkommen zum Wikli-Vlog Nummer 5. Und in dem soll es um Ausmisten und Sortieren und Aufräumen und Putzen gehen. Weil nach einem verlängerten Wochenende, so wie jetzt Ostern war, muss ich irgendwie immer wieder ein bisschen Ordnung schaffen. Und das ist ja immer gut, wenn man Ordnung hat und den Überblick hat. Darum viel Spass mit dem Video. So, und ich fange gerade an mit Ordnung zu arbeiten. Und zwar hier die Wäsche und das Zeug da. Ja. Let's go! Also Medikamente habe ich letztens recht gut aufgeräumt. Das Ding ist nur in die kleinen Schubladen. Es passen nur so Pflästerchen und Tablettchen. Und ich muss da hinten so Hustensirup und grössere Packungen sind in der grösseren Schublade. Und jetzt habe ich keine schlaue Aufbewahrung für so Hustensirup und Zeug und Sachen für den Kleinen. Weil er hat das jetzt mir schon mal ausgeräumt und das ist nicht gut. Darum muss es irgendwo viel weiter oben verstaut werden. Und darum habe ich eigentlich gedacht, dass ich vielleicht da ein Tablar oder so freikriege, dass am Kleinen seine Medikamente da oben sind. Mal schauen, ob ich das anbringe. Hast du Hunger? Wow, schau mal. Hast du für mich noch ein bisschen Nüssli-Salat? Und wo ist dein Salat? Nussbeck, okay. Ja. Das sieht dann fein aus. Ich komme heute einfach nicht so in Gang. Und der Kleine macht auch nicht unbedingt mit. Während ich da hinten am Aufräumen war, hat er da Kassetten auseinandergenommen. Yay. Und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr, weil er auch nicht unbedingt mitmacht. So, nach einer Wäschladung und einer Dusche, die bitter nötig war, sind wir jetzt noch wieder da im Bad. Oder ich, besser gesagt. Der Kleine tut noch ein bisschen kochen. Speck. Und dann hoffe ich, dass das heute fertig wird. Also es muss fertig werden. Aber ich hoffe, dass ich es fertig kriege, bevor mein Mann heimkommt. Ich habe gedacht, ich zeige euch den Zwischenstand. Da unten sind alle unsere Badhosen, die Reisetücher, die kleinen, und ein paar Badsachen für den Kleinen, für die Badwanne. Dann da haben wir mal einfach Damensachen. Da hätte es allenfalls noch Platz für irgendwie Haartools oder irgendetwas. Achtung, ich mache zu. Da oben sieht es auch schon viel besser aus. Da sind jetzt momentan die Medis vom Kleinen, die wir noch haben. Sonnencreme müssen wir schon bald wieder vornehmen, aber da ist irgendwie der schlauste Ort. Dann, das sind alles Mini-Produkte und jetzt kommt das Telefon über. Ja, das war mein Mann, der kommt früher heim, als ich gedacht habe. Aber ich zeige euch jetzt gleich noch schnell, wie weit ich schon bin. Wie gesagt, das sind so ein bisschen Mini-Sachen, Abschminkzeug, Haarzeug, Deo, Tagescreme, wie auch immer. Und diese Sachen sind Badezusätze. Dann da unten haben wir Wattestäbchen und was man so braucht für Zähne und Nägel und so pflegen, meine Bürste. Meine Zahnpasta, genau. Und mein Ziel ist eigentlich, in dem Ding oben rein, das kann man aufmachen, habe ich Schmuck drin. Und da möchte ich eventuell ein paar Haartools und so noch drin tun, mal ob es Platz hat. Und da drin
sind ein paar Medikamente noch und meine Schminksachen und sonst noch random Zeug. Da muss ich auch noch ein durchgehen. Eben das sind Medis drin, die lassen wir da, das ist gut. Und sonst ist glaube ich auch, also eben das muss ich jetzt noch irgendwie da reinbringen oder da oben. Dann machen wir geschwind in unserem Katzenbad weiter. Das sind die Katzenklos. In dieser Schublade ist alles Nachfüllsachen. Also Zahnpasta und Zeug, das noch voll ist. Und Nachfüllsachen für Handseife und so weiter und so fort. Shampoo, genau. Da oben haben wir, weil das WC ist, ist da auch noch Frauenzeug. Und dann hat es da den Föhn und mein Glätteisen, wo ich ehrlich gesagt vielleicht 3-mal im Jahr brauche, den Föhn. Und vielleicht alle 2 Jahre brauche ich das Glätteisen mal. Dann da oben, da hat es jetzt eigentlich nur noch Sachen von meinem Mann drin. Sonst ist es eigentlich leer. Und wenn ihr euch fragt, wir haben da hinten unsere Tüchli. Und das langt easy vom Platz. Die Phoebe hat sogar noch einen Platz da zum Füßeln. Die Schublade sieht jetzt so aus. Da sind jetzt alle meine Haaraccessoires dabei drin. Und da oben sieht es jetzt so aus. Mit meiner Schminke, meinem Schmuck, meinen Brillen. Genau, ich finde es eigentlich recht nice. Das Einzige, der da passt genau nicht da oben rein. Und das ist alles das, was ich aussortiert habe heute im Bad. Da ist Abfall dazwischen, Sachen, die wir aufgebraucht haben, Sachen, die wir gar nicht mehr brauchen. Und sogar noch so ein Teil, das wir irgendwie nicht mehr brauchen. Mal schauen. Ich finde sicher eine andere Verwendung für das hier. Es ist jetzt schon Freitag und heute habe ich mir vorgenommen, um noch den Kühlschrank rauszuputzen. Eine Wäsche wollte ich machen und das Büro ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Mal schauen, ob ich das alles anbringe. Da haben wir mal das Vorher. Ich fange jetzt gleich beim Kübel an, weil das jetzt auch bitter nötig, um mal wieder geputzt zu werden. Schau mal, die Phoebe kommt. Kannst du noch ein bisschen weiter fräsen? Bevor die Kleine jetzt vom Mittagspäuschen verwachen, wollte ich jetzt noch geschwind am Büro noch mal mit so ein bisschen büscheln und so, weil das ist wieder alles durcheinander. Yeah. Platzieren wir mal da hinten. Es ist also definitiv noch nicht perfekt, aber viel, viel besser wie vorher. Da kann man wieder arbeiten, wenn man etwas muss, Video schneiden oder Einzahlungen machen oder so. Da hat es auch ein bisschen Luft. Da hinten, das ist sowieso immer, ich habe da eigentlich immer 2 Taschen, die halb voll sind, die ins Brocki kommen. Weil jedes Mal, wenn ich die ins Brocki bringe, sortiere ich wieder aus daheim und finde wieder Sachen, die ins Brocki kommen. Der Rundspiegel, weiss ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Darum bin ich mir überlegen, ob ich den wieder ins Brocki bringen soll. Man hat wieder Platz zum Schnaufen. Richtig, richtig gut.
schon wieder Sonntag und wir gehen heute in die Pflege. Wir hatten gestern Abend einen uncoolen Abend gehabt. Wir haben einfach so viel gelacht, wie schon lange nicht mehr, habe ich das Gefühl gehabt. Das Krimi-Dinner war richtig cool gewesen. Und jetzt, heute Sonntag, wir nehmen es auch gemütlich. Wir machen nicht viel, wir sind einfach daheim. Wenn es so ein ruhiger Sonntag ist wie heute, nehme ich mir sehr gerne Zeit, um die Woche zu planen, die nächste Woche. Und auch Menüs zu planen von nächster Woche. Und ja, einfach, dass ich vorbereitet bin und wenn ich morgen posten gehe, also am Montag posten, weiss, was wir posten müssen. Ich mache das auch gerne, das ist so, damit ich gut kann in die neue Woche starten kann. In meinem Gefühl ist drin, dass der Vlog ein bisschen kürzer geworden ist als die anderen Vlogs bis jetzt. Aber das macht ja auch nichts. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!